Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, und allein an meiner perfekten Struktur euch zu begrüßen, merkt ihr schon, der Corby ist wieder da. Hallo. Und ich habe hier jemanden dabei, der immer wieder mal in diese Welt reintaucht, weil halt geht's um Star Wars, und wer könnte da uns besser beleuchten als der weltbekannte Sith Lord Kalle Kane, der dunkle Lord. Hi. Darth Kane. Genau, Darth Kane. Ja, servus und grüß Gott. Freilich, da bin ich dabei. Wenn wir mal Star Wars haben wir schon lange nichts mehr besprochen. Ich glaube, wir haben bisher nur über Mando die Staffel 1 geredet, oder? Was Star Wars technisch. Sonst wüsste ich jetzt davon nichts. In die Warlex haben wir ja schon immer wieder einmal Ausflüge gemacht in Mando World und Book of Boba Fett und sowas. Das stimmt, da genau, ja. Aber ansonsten, aber direkt folgentechnisch, meine ich, haben wir nur die erste Staffel Mando besprochen. Darum gefreut es mich, dass wir jetzt wieder mal zu einer eigenen Star Wars Folge zusammenkommen. Und es ist eine recht spannende Serie, über die wir gerade schmatzen. Spannend in dem Sinne, dass das Internet daran fast zerbrochen wäre. Ja, zerbrochen, mein Gott. Liegt wahrscheinlich irgendwie an jeder Serie, die Frauen im Hauptcharakterumfeld drin haben. Und schon haben alle Hörer ausgeschalten. Ja, genau. Und schlimm ist natürlich dass es dieses Mal ja nur im Star Wars-Universum ist. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, das Fandom von Star Wars, das sind die Fandoms, an dem sie alle anderen locker orientieren sollten, weil unbedingt, die dann mit ganzem Herzblut alles kritisieren und zerreißen, was nicht irgendwie in ihr Schema passen. Genau, und wenn man nichts findet zum Sageln, dann suchen wir irgendeinen Scheißdreck aus, weil wir sind ja nicht dumm. Oder vielleicht auch schon. Keine ich darf was behaupten, schon. Aber wir reden heute über The Acolyte. Den ersten Ausflug in eine Star Wars Geschichte außerhalb von der Skywalker-Saga. 100 Jahre vor der Skywalker-Saga, um genau zu sein. Wir sind nur so in der Ära der Hohen Republik. Ich glaube, ist aber auch schon das Ende, geht schon dem Ende zu, diese Hohe Republik. Und ja, nachdem ich die angeschaut habe ich zum Corby gesagt, hey, schau dir die an, da mag ich ein bisschen drüber schwätzen, hast Bock drauf? Und der Corby hat gesagt, no, ich mag überhaupt nicht. Und ich gesagt, halt dein Maul, du redest jetzt mit mir drüber. Ja. Ich habe leider Endor noch nicht gesehen und auch nicht Ahsoka. Deswegen aber ist war in dem Fall wurscht. Ja, da war ich mir halt ganz sicher, was mir dann da erwartet. Aber da ich ja bestens vertraut bin mit den kompletten Clone Wars Geschichten, habe ich da schon ein bisschen auf Faible natürlich dafür, da in diese Welt einzutauchen, und ich finde da gerade dieses Drumherum immer super interessant. Du hast es gerade gesagt, das ist die erste Serie außerhalb von der Skywalker-Saga. Stimmt das? Also ist Endor etwa... Endor spielt ja auch zur Zeit der Skywalker-Saga. Das ist ja praktisch die Vorgeschichte von Rogue One. Ach so. Genau, weil Andor wird da wird auf 2 Staffeln, soweit ich weiß, wird die Vorgeschichte zu Rogue One einfach erzählt. Also alles, was wir bisher gesehen haben, spielt während dieser ganzen Skywalker-Saga zwischen Episode 1 und Episode 9. Ja, okay, man kann natürlich jetzt auch sagen, die Acolyte ist ja dann irgendwie eine sehr frühe Vorgeschichte, die dann wieder an die Skywalker-Saga angrenzt. Kann man theoretisch sagen, ja, weil man hat schon, man sagt vielleicht was man mal schon gehört hat in dieser Skywalker-Saga. Aber ich nehme es jetzt einfach mal ein bisschen sagen wir einfach mal außerhalb, weil jetzt in der ersten Staffel haben wir noch nicht wirklich einen Einfluss. Ja. Da diese Folge Steady-inklusiv ist und die ganzen Freiwilligen werden jetzt gerade schon wieder heulen, wollen wir es nur ein bisschen scharf machen, weil du hast ja gesagt, das Internet ist fast explodiert. Warum ist denn das fast explodiert? Was ist da los? Was genau los ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil diese Art von Behinderung, die verstehe ich mittlerweile nicht mehr. Also ich kann ja alles irgendwie verstehen, aber diese Art der Behinderung weiß ich nicht. Aber The Acolyte ist ja massivst gereview-bombt worden. IMDb, glaube ich, sind wir aktuell bei 3,9 von 10.
Und auch sonst wird da ziemlich viel Hass verbreitet gegenüber der Serie, warum auch immer. Also ich kann es nicht verstehen, weil ja jetzt so diese Vogue-Keule, die da rumgeschleudert wird, bis auf einen Satz, das habe ich schon mit der Volex erzählt, da gehen wir später vielleicht noch mit drauf ein, ich wirklich nachvollziehen kann. Ich habe es mir nochmal angeschaut, um extra ein bisschen so ein Auge drauf zu haben, aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Rotten Tomatoes, glaube ich, habe ich irgendwas gelesen, ich habe jetzt den Wert nicht im Kopf, erholt sich der Score langsam wieder. Aber ja, wie immer, wenn irgendwas nicht dem entspricht, wie es das Fandom haben möchte, dann drehen sie alle komplett am Radl und es ist ja anscheinend auch mittlerweile gehört zum guten Ton, wenn was von Star Wars kommt, dass man das von vornherein sofort komplett basht. Es war ja nicht nur die Vogue-Keule, oder? Ich meine, da waren ja auch ganz viele schlechte Kritiken dabei, die dann gesagt haben, das passt jetzt gar nicht mehr zum Lore und was stehen die da, das darf aber gar nicht sein. Genau, da hat man auch ein paar Stimmen gehört, dass das Ganze, dass sie einen Kanon praktisch sprechen und das nicht Kanon ist. Was man da vielleicht von vorne sagen muss, Star Wars ist ja, seitdem es Disney übernommen hat, sind ja die ganz viel von den ganzen alten Büchern und Comics und so weiter, das glaube ich, nennen sie jetzt Star Wars Legends. Das ist nicht mehr Kanon, sondern nur diese Episoden und die Serien und so weiter, das gibt. Dann jetzt auch diese Bücher, der High Republic, da gibt's ja riesige Buch für Erwachsene, junge Erwachsene, Comics, Graphic Novels, was weiß ich. Das ist alles Kanon. Also, wenn du jetzt halt irgendwas sagst, ich bin mit den Legends-Sachen auch nicht vertraut, aber wenn du jetzt irgendwas sagst in Acolyte und sagst, das ist nicht Kanon, das war nämlich damals 1994 in der Anleitung von dem und dem Pen und Paper Star Wars Rollenspiel anders beschrieben, ja, es war halt damals, jetzt ist es nicht mehr so. Es ist, find ich damit ab, du Saudepp. Apropos Saudepp, wer jetzt dann weiterhören möchte, gibt uns gefälligst der Geld, sonst ist er nämlich auch Saudepp. Was für eine Überleitung. Was für eine Überleitung. Hervorragend. Also alle, die nichts zahlen für Steady, sind Saudeppen. Pfiat euch. Wir schwenken jetzt rüber zu auf die helle Seite der Macht. Oh, auch eine schöne Herleitung, ja. Da ist sagen. Genau, wer also praktisch Höllen interessiert ist, was so sonst so für Kontroversen ist und um was es eigentlich geht, was ist so das Hauptthema bei der Acolyte, der muss jetzt auf Steady gehen, ein Abo abschließen und ich glaube mindestens das zweite. Mindestens das zweite, ja. Genau, und dann habt ihr ganz viel Spaß und vor allem habt ihr ganz viel Spaß mit ganz vielen anderen Folgen. Eben, und es wird ja nicht die einzige Star Wars Serie oder Star Wars Materie sein, die wir besprechen, Steady inklusiv, da kommt noch viel mehr. Corby ist nämlich richtig angekürzt. Ja, richtig. Also, bis dann. Tschüss.